van George Rempel. Hij redet mal van wo ze in Mexico City aan dat privilegium geschafft haben, dat uitgearbeitet haben met president Alvaro Obregón. En dan zich op een reis begeven naar Estado Durango, zum Dorland bezichtigen en dan sich op een Wagnerhuis begeven. Diese Geschichte behandelt hauptsächlich die Oldkolonie Mennoniten, wordt in de 1920er Jahren von Manitoba en Saskatchewan naar Chihuahua, Mexico umsiedelten. George Rempel ist selbst einer von uns in Mexiko geboren, abgewachsen, hat dort Schule gedient, ist nu wohnhaft in Kanada, studiert in Schrift unsere Geschichte. Ich bin Herrn Rempel und ich wünsche Ihnen guten Empfang. Unsere Geschichte. Von der wollen wir noch mehr davon vertellen, wo die erste oldkolonische Delegation aus Kanada en Mexiko nur passende Siedlungsland sich und dann Lothar versucht in Mexico City gewünschte Freiheiten zu kriegen. Sinnend am 12. Februar fuhren die Delegaten, Bruder J.F. Wieb und Dolmetscher Daniel Salas Lopez, klok 8 morgens mit 2 Automobils von Santiago Nayarit auf das Huurgebouw Bad Tepec Nayarit. Sie kommen door klok 12 op middag aan. Zondag am 13. Februar fuhren alle 8 mannen weiter met 2 Autos zwischen veel Huurgebouw en durch veel diepe Täler Bad Ixtlan Nayarit, wo sie klok 4 namiddag aankomen. Van Ixtlan jet kein Weg, keine Eisenbahn wieder durch die Boy, bloß Steh, wo Eselsbogen gehen. Von hier an mussten Delegaten und ihre Führer auf Esels wieder reden, bei der andere Seite von der Boy, wo weiter eine Eisenbahn ist. Sie meiden sich 2 Mexikaner mit ihren Eselstaub, laden all ihr Gepäck ab 2 von diesen Esels und bringen dort gut fast, oben, saßen sich selbst ab jeder einen gesodelten Esel ab und reisen klok 37 zu ovens los. Einer von den Mexikanern ritt fair an und der andere hing an. Solange aus Monenschien ist, geht das ganz gut. Als der Monenschien verschwungen ist, dann geht das nicht so gut. So rieden die 10 Männer die ganze Nacht über durch diepe steinige Täler zwischen hohe steinige Bäume. Manchmal wird an Angst, aber die kleinen Esels gehen scheinbar sehr sicher. Klok 3 der Nacht sagt Cornelius Rempel, ich kann nicht wieder reden. Ich hab zu viel weiter. Er legt sich auf die Ehe an und sagt, weil wir hier bleiben, bis der Morgen anbricht. Und alle Männer wird Angst. Aber einer von den mexikanischen Führern sagt, wir brauchen bloß noch 1 Stunde wieder reden. Und dann bleibt ein mexikanischer Führer und David Rempel bei Cornelius Rempel und der andere reden wieder bei einem Rancho. Aber dort geht doch noch bis klok 5 morgens, also noch 2 Stunden. Als die anderen Männer dort aufstehen, dann sind Cornelius Rempel, David Rempel und die anderen Mexikaner auch bei dort. Cornelius Rempel wird in Bad gebracht und die anderen Männer eten Frühstück. Am 1 Stunde kommt Cornelius Rempel, trinkt einen Koffel Kaffee oder einen Koffel Tee und am 37 zu morgens reden sie wieder, bis sie am 11:30 vormittag alle glücklich in San Marcos ankommen, wo die Eisenbahn war anfangen. Ihre schwere Reise auf kleine Esels ist glücklich zum Ende gekommen. Montag, den 14. Februar, klok 12 ab Mittag, stehen alle 8 Männer in San Marcos am Zug und fahren wieder. Sie kommen Montag, klok 5 zu morgens in Guadalajara, Jalisco an. Dort die Delegaten in Guadalajara von einem Deutschländer abgenommen worden, der eine Bayer-Brüherie hat, und dort des Deutsche an seine ganze Brüherie wiest, und haben sogar jeder einen Bayer gehabt, davon schrift bloß David Rempel. Vielleicht wundern wir ein bisschen, woran. Dienstag am 15. Februar, klok 5 zu morgens, fuhrt die Delegation mit dem Zug von Guadalajara auf und kommt mitweg am 16. Februar am 39 zu morgens in Mexico City an. Sie nehmen Hotelstoven im Hotel Majestic
und krijgelijk een eber vom Zucker lossteht, en verrijven sich door eerst mal gut. Donnerdag 17. Februar regent dort den ganzen Tag über in Mexico City. Klok 8 oder klok 9 abends loten diese kanadische Delegaten sich erst nom AKB-Minister handführen und fahren dann mit einem Top nom Regierungshaus Castillo de Chapultepec und leihen dem Präsident Alvaro Obregón ihre Sache vor. Sie reden mit ihm vor 1,5 Stunden über alle Punkte, die sie in ihrem Privilegium-Dokument beschrieben haben wollen, wann die mexikanische Regierung an die geben will. Der Präsident sagt, er will an die gewünschte Freiheiten in seinem Land geben, aber ihm ist dort nicht leicht deutlich zu merken, was sie alles in ihrem Privilegium-Dokument alles ausgeschrieben haben wollen. Aber als er denkt, dass ihm alles klar ist, dann verspricht er an, die so zu geben, als sie die wünschen. Als die Delegaten den Präsident seinem Palast Castillo de Chapultepec verlassen wollen, wurden sie eingeladen, Freitag 18. Februar weiter zum Palast zu kommen, alles zu besehen. Als sie am nächsten Tag, so wie klok 11 Vormittag, am Haag ankommen, dann nimmt ein angestellter Mann an ab und wies an alles am Hof und an alle Stoven am großen Gebiet. Sie sehen da viel wundervolle Sachen, viel prachtvolle Sachen, aber besonders wurden die Delegaten beeindruckt von den großen Blumengarten, den sie da sehen. An wird gesagt, dass im Garten über 200 verschiedene Sorten von Blumen sind. Und am 19. Februar lernen die Delegaten nur noch recht, dass sie sich das Privilegium-Dokument vom Aufgrund holen können. Klok 4 Nachmittag kommt es nur recht und sie merken sicher, dass sie zu tief da sind. Da wird an vorgelesen, wo die Aufgrund das Privilegium ausgeschrieben hat, aber das ist nicht alles so ausgeschrieben, als die Delegaten dort wünschen. Sie reden mit einem darüber und die wird sich mit einem einig, dass die Delegaten selbst ausschreiben sollen, was sie im Privilegium-Dokument ausgeschrieben haben wollen und wo. Der Aufgrund sagt, wenn die Krieg ausgeschrieben haben, was sie ein Privilegium-Dokument haben wollen, dann will ich dem Präsident dort so verleihen. Hier nu eerst zwischen einem Beet von was in Kanada dieses Jahr passiert. Am 19. Februar kommt von Florida ein Julius Alfermann nach Swift Current, Saskatchewan. Der sagt, da wollen bald 4 Männer ankommen, die den Auftrag haben, die Ölkolonie zu sagen, dass sie in Florida alles finden und kriegen können, wo sie nur sehen. Am 28. Februar kommen diese 4 Männer und stellen sich vor. Der erste stellt sich vor als einer, der an die Freiheiten utarbeiten kann, der andere als einer, der an helfen kann, Reich des Siedlungsland finden und so weiter. Aber die Swift-Currenter sagen diese Männer, dass sie ihr Angebot all nicht auch noch abnehmen in euer Segen wollen. Aber diese Männer sagen, sie fahren von Swift-Current fort auch noch nach Manitoba, um der ölkolonische Leiter auch noch anzubieten, was sie geschickt sind anzubieten. Dort fahren Abraham Wieb und Julius Wieb auch nach Manitoba und sind mit dabei, als diese Männer dort durchverstellen. Aber die manitobische Leiter sagen auch, dass sie ihr Angebot all nicht auch noch unter Segen lassen wollen.
En nu war dat terug naar Mexico, wo de delegaten zich bemühen, gewünschte Freiheiten uitzuarbeiten en dan verzekern wollen, passende Siedlungsländer zu finden. Sonntag am 20. Februar holen de delegaten an ihre Hotelstube Andacht, Julius Leibendrecht eine Predigt für unter den Text von 4. Mose 9, 15 bis 19. Die Regierung hat einen Mann mit dem Namen Wolf, plautischer Namen Wolf, extra dort angestellt, dat hij de delegaten aan de stad allerhand wiesen soll, wann an de tijd lang wordt beim langen Leuren. Maandag am 21. Februar sind de delegaten im Hotel, oder sie gehen an de City Raum und besinnen sich allerhand Dinge. Sie besinnen sich so ein Bett de Stadt und bewundern den Zocalo, de Regierungsgebiete und das große katholische Kirchengebiet. Dienstag am 22. Februar sind die Delegaten noch immer im Hotel und lernen noch Nachricht, dass sie das Privilegiumdokument holen können, aber da kommt noch immer keine Nachricht. Und alles, was das noch zu tun ist noch weiter ein Bett mehr von der Stadt zu besingen. Netweg am 23. Februar lernen die Delegaten noch weiter noch Nachricht, aber da kommt bloß Nachricht, dass es noch einmal 24 Stunden wird. Donnerdag am 24. Februar kommt noch weiter nichts. Das wir weil die Mennoniten der Anfang von lehren, was in Mexiko das Wort Mañana meint. Freitag am 25. Februar hoffen die delegierte Männer das Privilegiumdokument zu kriegen, und wenn sie das kriegen wollen, dann wollen sie am 26. von Mexico City auffahren nach der Stadt Durango. Und am 26. Februar kriegen die Delegaten zu abends das nie ausgeschriebene Privilegiumdokument zum Durchsehen, auf nu alles richtig ausgeschrieben worden ist. Und wenn das alles recht ist, dann soll das gestampelt und unterschrieben werden, und dann soll die Delegaten dort herangeschickt werden bei der Stadt Durango. So wird er dort versprochen. Sonntag am 27. Februar fahren die Delegaten um 7:35 Uhr morgens von Mexico City auf nach der Stadt Durango. Montag am 28. Februar, Klock 7 Uhr morgens, kommen sie in Durango an. Sie nehmen durch Hotelstuben, um sich über Nacht gut zu verreiben. Dann von dort werden sie Dienstag am 1. März, Klock 2 Uhr Nachmittag, vor den Ländereien besingen. Aber dort wird doch Feier bei ihm, was sie wegkommen. Sie kommen zur Nacht bei das Stadtje Canatlan. Netweg am 2. März fahren sie 7:30 Uhr morgens von Canatlan uit mit 2 Autos und besingen Ländereien bei Klock 6 zu abends. Sie blieben dann auf dem Rancho San Antonio über Nacht. Sie schlopen dort Büten auf dem Kornstrohhüpen. Das große Fleck Land, was sie besingen haben, das liegt zwischen 2 Bohrstriepen und soll so wie 15 Mil breit und 40 Mil lang sein. Donnerdag am 3. März stonden die Delegaten al 5:30 Uhr morgens ab. Und als das erst so meist Tag ist, dann fahren sie auf ihre Terugreis nach der Stadt Canatlan so, dass sie das große Fleck Land noch von der Seite besingen können. Und was die Mappe stehen sie so am Nähen zu abends am Suchen an und kommen 11:30 zu abends in Canatlan an. Freitag am 4. März, als die Delegaten sich weiter gut ausgeschlafen und frisch gegessen haben, dann fahren sie mit Autos zurück nach der Stadt Durango. Auf diesem Trägweg nach Durango besehen sie noch die Landschaften von 2 anderen großen Ranchos. Einer ist 73.000 Acker groß und der andere 75.000 Acker. Und am 5. März stehen die Delegaten Klock 18 morgens am Zug an und fahren von Durango nach Poanas. Sie kommen durch 11:10 an und besingen dort noch weiter Meierland. Dem das Land besingen ritt Benjamin Jetson und ein Mexikaner vorab, und die anderen Delegaten loten sich von einem Mexikaner mit seinem Müllerfahrzeug heranführen. Mit einmal bockt Jetson sein Pietarm rauf, sodass es stifft. Sie denken, das Mal wird Jetson zu spät gekommen sein. Aber als der Stoff sich im Bett gelegt hat, dann hat Jetson allweiter seinen Fuß am Bergel und schlagt sich hinab. Und dann, sagt er, nu geht es weiter nach Eselort wieder. Als die Delegaten zurückkommen bei der Stadt Durango, dann sind sie eingeladen, den Gouverneur zu besuchen.
Klok 5 jeden Abend besuchen de Delegaten den Gouverneur in der Stadt Durango. Sie sagen ihm, sie haben im Stadt oder im Estado Durango viel gutes Land gesehen. Und der Landespräsident Alvaro Obregón hat den Mennoniten ihre gewünschten Freiheiten gegeben. Der Gouverneur versichert den Delegaten, dass diese Freiheiten respektieren wird, dass jeden mennonitische Formen in seinem Staat abnehmen wird und dass sein Bestes verantworten wird, wenn sie nach Durango treten wollen. Offiziell heißt das im Land, dass der Bürgerkrieg in Mexiko eben ist. Aber da sind doch noch hier und da Rivalengruppen, die bald hier und bald da ziemlichen Schaden merken. Und gerade in der Deel, als die Delegaten in der Stadt Durango sind, hat eine so eine Gruppe da über Nacht ein Schauf Isarbohnenkorn verbrannt und auch anderen Schaufen abgedreven. Der Gouverneur sagt den Delegaten, das tut sehr leid, dass sie dort so antreffen mussten, dass eine so eine Gruppe noch weiter viel Schaden angerichtet hat mit ihren Plünderungen. Die Delegaten bedanken sich dafür, dass der Gouverneur an so gut abgenommen hat. Und dann sagt Julius Leben noch, sie wollen für ihn und für seine Diener jeder Sonntag in ihre Kirchen beten. Der Gouverneur bedankt sich dafür und sagt, das gefällt mir sehr. Und dann verabschieden sie sich mit einem Handdruck. Am 6. März, gerade als die Delegaten so meistreich sind, zum Träg nach ihre Heimat fahren, dann wird an das unterschriebene und gestampelte Privilegiumdokument im Hotel überreicht, so es an das versprochen worden wäre, ehe sie von Mexico City aufgefahren werden. Sie kriegen 3 Kopien. Eine Kopie für die Gemeinde in Manitoba, eine für die Gemeinde auf der Hague Reserve in Saskatchewan, eine für die Gemeinde auf der Swift Current Reserve in Saskatchewan. Unsere Zeit ist aufgeräumt. Und hier ist vielleicht gerade die rechte Zeit, von der aufzubrechen. Ich will bloß noch fragen, wisst ihr, dass es in Mexiko keine Burras gibt, was Mennoniten da handtragen? Sei ein bisschen mehr davon, wenn wir nächstes Mal anfangen. Nächstes Mal sei wir, wo die Mennoniten der Privilegiumdokument lüden det, ein Bett von der ersten Delegation ihrer Trägreise nach Kanada, und dann von wo altkolonische Delegationen aus Kanada und Mexiko nach passende Siedlungsländer sehen. But nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.